Ja, Herr Präsident, den Rapport hat so gut an noch so komplett gemacht, dass eigentlich ein Rapport sans débat kein 10 Meter, aber trotzdem haben wir kein sans débat daraus gemacht, weil es aber ein Projekt ist, den eine enorme Envergure hat. Das ist ein visionäre Projekt, das ist ein weiteres Schlüsselelement für die tiefgreifende Transformation von unserem Schienenreseau. Das ist ein Projekt, wo wir antizipieren, wo wir noch viel gucken, wo wir schon etwas planen, was soll eben dazu führen, dass wir Flaschenhals dem Moment an der Stadt Lützeburg am westlichen Teil haben, dass wir den eliminieren. Die Linien 50, Linien 70, das sind die Linien, die sich darüber begehen und noch den Heinz Konflikt mal näher kommen. An die strukturierende Projekt heute soll eben dazu führen, dass das ganz besser über die Bühnen geht. Das heißt, es soll ein zusätzliches Gleis dabei kommen zwischen Tollerich und der Lützeburger Gar. Die Verlängerung vom Doppelgleis Richtung Kleinbetten, Trennung von den Flügen nach Richtung Beeteburg, eine substanzielle Änderung vom Gleisplan, der Bau von einem zusätzlichen Quai und Verlängerung vom Quai 41 aus der Richtung Belsch. Das ist schon gesagt, soweit muss ich betonen, es ist ein Projekt nicht wie alle anderen Projekte. Das ist ein Projekt, das wirklich etwas Großes wird bringen. Es wird die Kapazität vom Reso enorm erhöhen, den Verkehrsfluss verbessern und damit auch den Lützeburger Eisenbahnsystem natürlich stärken. Das aber zugleich auch eben Gelegenheit eine ganz technische Modernisierung von dem zu machen, was wir schon haben. Also die Eisenbahnsplattform wird zum Beispiel saniert, wird ein hydraulisches System und dem wird geschafft, dann die elektrische Anlagen, den ETCS-System, dann aber auch die Interoperabilität und Sicherheitsmethoden verbessert. Sie lauter Sachen, die wir an der Kommission so viel gestaltet haben, über die wir geschwärzt haben, an die dazu führen, dass ich wirklich so, dass ein Projekt den gut angepackt ist, mit dem wir richtig weiterkommen. Und dann dort den Herr Rapporteur mal leider das schon weggeholt, nämlich mit der Fischhall, das wollte ich auch erzählen, mit der Solo Wesal München als Staat, da sind wir natürlich auch ganz froh, dass wir da wissen, dass die Fischhall dann noch die Allfischhall ist. Das ist schon die Phasen, den hat einer guter Kontrolle da gemacht und auch das alles schon erzählt gehen. 131 Millionen Euro ist wirklich nicht neicht. Wir mengen als TSV, dass die hier wirklich gut investiert sind und dass man dafür auch etwas antizipativ gut schaffen. Danke. Wir stimmen hier für eine mehr performante Reso, wir stimmen für eine mehr zuverlässige Mobilität, wir stimmen für eine mehr starke Verbindung zwischen der Stadt, der Hauptstadt, dem Land und der Grundregion. Und wir stimmen für eine Infrastruktur, die kapabel ist, auf Bedürfnisse von einem Land zu reagieren, das sich weiterentwickelt. Du hast eigentlich also schon alles gesagt und ich gehe natürlich auch am Namen von unserer Fraktion nach kurz zu diesem Projekt. Merci vielmals.